Eine Frage an Sie, an die Damen. Wer von den Frauen hat heute Morgen schon für seinen Lebenspartner gedankt? Eine, okay, gut. Das mach. Und bei den Männern, wer hat schon für seine Lebenspartnerin gedankt? 1, 2, 3, 4, 5. Die Männer sind besser unterwegs. Merken Sie etwas? Also ich habe auch schon gedankt, oder? Also ja, es wäre schon gut, am Morgen schon für seinen Lebenspartner zu danken, oder? Wäre nicht so schlecht. Der Beginn wäre nicht so schlecht. Es ist sowieso die Ehe, für die Ehe muss man kämpfen. Und ich sage, wenn ich Hochzeiten halten darf, sage ich am Anfang zum Schock von den Brautleuten wahrscheinlich, die Ehe ist ein Kampfplatz. Kampfplatz, was denn? Nein, ihr müsst für die Ehe kämpfen. Dass die Ehe weiter, wir sind 40 Jahre verheiratet, meine Frau nicht. Der war nicht jeden Tag Sonnenschein. Man hätte auch Tage gehabt, da hätte man gesagt, ja, ich gehe lieber, du mach, was du willst, aber ohne mich, oder? Nein, man muss für die Ehe kämpfen. Und darum sage ich Ihnen ein Geheimnis, ich habe es jetzt nicht hier. Meine Frau schreibt, wir kennen uns 43 Jahre, schreibt mir jeden Tag ein Liebesbrief. Früher mit Papier, heute mit WhatsApp. Macht das auch! Macht das auch! Das macht Eindruck. Und wenn ich dann nicht antworte, dann ist mein Tag gelaufen, kann ich Ihnen sagen. Und jetzt, wo ich pensioniert bin, sagt sie oft, ja, du kannst jetzt zuerst, oder? Heute ist alles WhatsApp. Aber das ist so eine Aufmerksamkeit, wo es sich lohnt. Der Tag beginnt schon viel besser. Und darum, es ist alles letztlich von Dankbarkeit, oder? Wenn wir hier sehen, der Charlie Brown, Snoopy, das dürft ihr sehr gut anschauen, der Charlie Brown. Warum? Der Zeichner ist jetzt vor einiger Zeit gestorben. Okay, danke. Aber da war ein Christ, ein gläubiger Christ, der Zeichner. Darum sind das ganz herzige Sachen, die er gezeichnet hat. Was wäre, wenn wir heute einfach mal dankbar sind für all das, was wir haben? Das ist es doch, oder? Das ist es doch. Auch wenn ich jetzt für euch in der Mitte der Nacht aufstehen musste. Ich bin ein Abendmensch. Am Abend um 12 Uhr kannst du mich anrufen, oder? Aber am Morgen um 8 Uhr lieber nicht. Dann schlafe ich noch, oder? Aber also im Erwerbsleben konnte mir der Luxus nicht. Und es ist doch so, wie es da herüberkommt, oder? Dankbar für was? Wer dankbar ist, weiß, ich bin kein Produkt des Zufalls. Ich bin auf dieser Erde, weil Gott diese Erde geschaffen hat, bin ich auf der Erde, weil Gott es will, dass du da bist. Du bist kein Produkt des Zufalls. Dankbarkeit. Kannst du das abspielen oder geht's? Geht nicht. Kannst du das drücken? Morgens früh der Wecker rasselt, ist der ganze Tag vermasselt. Genau, also morgens früh der Wecker rasselt, ist der ganze Tag vermasselt. Das sollte ja so nicht sein, oder? Man sollte mit Dankbarkeit aufstehen, oder? Aber eben, das wollen wir jetzt schauen, warum und wie. Die Anzahl Dankbarkeit in der Bibel, meine Lieben, 300 Stellen reden von Dankbarkeit. Nicht einfach das Wort Dank oder Dankbarkeit, sondern ganze Stellen. 300 ist nicht so wenig. Und wie oft kommt denn Dankbarkeit in unserem Leben vor? Aber es heißt auch schon im Philipper, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen im Sinne Christus bewahren. Da gehen die Leute und sagen am lieber Gott, könntest du mir nicht helfen? Was steht da? Mit Bitten und Flehen! Das ist nicht, lieber Gott, könntest du mir nicht helfen. Das ist Bitten und Flehen. Ich habe letztens wieder für eine Sache täglich gebetet und gebittet vor Gottes Thron und gesagt, du musst Gott helfen. Du musst, ich bin dir dankbar, es ist eingetreten. Es steht ist nicht Ansgar Gmür, der das sagt, das steht in der Bibel, mit Bitten und Flehen. Wisst ihr, was Flehen ist?
Auf die Knie. So. Sogar Friedrich Schiller sagte, was ist vergesslicher als Dankbarkeit? Selbst der große Schiller hat das gesagt. Und es heißt auch in der Bibel, dank dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. In der 1. Chronik, oder? Dann heißt, jetzt kommt's, Undank ist der Weltenlohn, heißt doch, oder? Und woher kommt dann das Wort danken? Wissen Sie das? Das kommt vom Denken. Man denkt zu danken. Der Grundstamm im Deutsch von danken ist von denken. Aber an was denken wir denn während dem Tag? An was? Hä? So läuft es heute ab. Meine Frau schaut mich vorwurfsvoll an und denkt, du bist gerade der Richtige. Immer jemand am Handy. Aber es ist schon so, für alles haben wir Zeit, oder? Und aber danken, das vergessen wir. Wie sagte doch der Bauer, ich bin ein Bergbauernbub, wie sagte der Bauer? Die Kuh sagt, du sollst nicht so viel am Handy sein. Oh, bitte, du bist aber nicht meine Mutter, sagt der Bauer. Ach ja, warum trinkst du dann meine Milch? Oder? Selbst die Kuh hat das gemerkt. Und es ist natürlich schon so, bei vielen Leuten kommt mir das in den Sinn. Wenn sie mal gestorben sind, steigen sie aus dem Sarg. Oh Scheiße, ich habe das Handy vergessen. Immer am Handy. Ich bin auch zu viel, sagt meine Frau. Aber Frauen wissen alles. Ja, dann wird es stimmen, oder? Aber es ist natürlich heute so, dass man das braucht und auch nützlich ist. Aber man sollte irgendwann auch natürlich auf etwas anderes achten. Es heißt ja, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und jetzt kommt der Nächste. Zur Mitternacht stehe ich auf, dir zu danken für deine Rechte. Bist du schon zum Mitternacht mal aufgestanden und hast gedankt und gebetet? Ich erwache noch oft in der Nacht. Was mache ich dann? Dann bete ich. Der Vorteil ist, ich schlafe dann wieder ein. Nein, ich habe auch gebetet. Das ist ganz wichtig. Ganz wichtig. Wenn du nachts wach wirst, überleg, warum wirst du wach? Vielleicht will Gott, dass du betest. Für irgendetwas. Für irgendjemand. Wer ist denn die Feinde der Dankbarkeit? Ist klar, der Stolz. Ich und dankbar. Bah, ich bin so gut, ich brauche das nicht. Es ist selbstverständlich. Alles, was ich habe, ist selbstverständlich. Man denkt nicht daran. Bah, warum soll ich danken? Ich hatte mal, als ich neu Geschäftsführer war, hatte ich eine sehr gute Buchhalterin, eine Bernerin und eine Christin. Und dann habe ich mal nach einem halben Jahr gesagt, ist es gut? Läuft's gut? Nee, ich künde. Da habe ich gesagt, was ist passiert? Gefällt dir der Arbeit nicht? Doch, der ist schon gut, aber es geht nicht so. Da habe ich gesagt, ja, was ist denn los? Nee, ich weiß nicht, was gut ist. Da habe ich gesagt, ist alles gut? Nee, du siehst nie etwas. Und der Mensch braucht Lob und Dank. Jeder. Vergesst das nicht. Kinder, der Ehepartner, alle brauchen das. Ich bin nach Hause gekommen und dann habe ich es leider erzählt und meine Frau hat mich zusammengeschissen. Du kannst doch der nicht einfach sagen, einfach die Einstellung, wenn ich nichts sage, ist alles gut. Das geht nicht, lieber Mann. Das geht nicht. Ich hatte viele Leute in meinem Leben, klar, Immobilien und auch Industrie, die sind sehr, sehr reiche Leute. Oder? Und einer, der war mein Präsident, der hatte immer noch 300 Millionen auf der Bank. Und dann habe ich ihm mal gesagt, weißt du was, Urs, das hast du gut gemacht. Aber weißt du, du hast da 4 Fabriken und so. Ja, dich muss man nicht loben. Weißt du, was er gesagt hat? Nein, das brauche ich. Mich lobt nie jemand. Die sagen alle, ja, der hat ja Geld und dem gehört alles.
Mich lobt niemand. Ich bin Mensch, ich brauche das Ansgar. Lobe mich auch. Selbst diese Leute, sie sind nicht abhängig vom Geld. Der Mensch braucht das Lob. Und Kinder erst recht. Man ist unzufrieden. Im Grundsatz unzufrieden. Ja, was soll ich jetzt noch dankbar sein, wenn ich im Grundsatz unzufrieden bin? Oder man ist verwöhnt. Kennt ihr die Gospel-Song, die Schwarzen, die da gesungen haben, In the Upper Room, oder? Super Lied. Die haben gelächzt nach dem Upper Room. Warum? Weil es ihnen so verschissen ging. Die hatten ein ganz schlimmes Leben als Sklaven. Und heute ist alles gut. Als Jung hatte ich gerade zu essen. Mehr hatten wir nicht. Wirklich nicht mehr. Wir waren, heutzutage würde man sagen, sehr arm. Aber wir haben nicht darunter gelitten. Dann, als ich so klein war, starb noch meine Mutter. Oder? Gut. Und dann hat der Vater gesagt, ja, Bubli, wir müssen da durch, nicht brüllen. Wir müssen jetzt durch, oder? Ja gut, da wurde man ziemlich hart, oder? Du hast mich gefragt, oder? Wo kommt deine Zielstrebigkeit her? Ja, die ist geformt geworden, natürlich durch solche Erfahrungen, oder? Ich sage nicht, das sei gut, aber mindestens das Gute war, man hat seinen Willen gestärkt. Aber einfach, da war man nicht verwöhnt. Da wusste man, wenn wir irgendwo anders sind, ist es besser. Heute, wir haben doch alles. Wir schwelgen in Lupus. Ja, kann denn der Himmel noch besser sein? Ja, ich weiß es nicht. Es steht in der Bibel und ich vertraue darauf. Aber wir leben ja schon fast im Himmel, was wir alles haben, oder? Es ist ja so extrem, oder? So extrem. Und ich habe dir auch gesagt im Vorgespräch, ich rege mich immer noch auf, oder? Wenn gewisse Sachen, da rege ich mich auf. Da hat ein lieber Kollege hat mir geschrieben auf Weihnachten, sie seien jetzt 10 Monate, er und die Frau, herumgereist in der halben Welt, viel Geld ausgegeben, aber es sei halt so, sie denken jetzt an diese Menschen, denen es nicht so gut geht. Ich habe die Taste gegeben und habe gesagt, von dem können die etwas leben und kaufen, wenn ihr an ihn denkt. Das ist ja Schnaps. Denken. Ihr müsst ihnen etwas geben, nicht denken, oder? Und ich sage euch ein Geheimnis. Wir sind doch alles rechtlich jetzt mal Christen. Und dann sind wir uns einig, alles gehört wem? Gott. Danke, genau, Gott. Und jetzt, das ist der größte Blödsinn, dass Leute erzählen, du musst den Zehnten geben. Das stimmt nicht. Das musst du nicht. Wem gehört alles? Und wie viel darfst du behalten? 90%. Das ist Gott. Das gehört Gott. Und er sagt, okay, 10% ist reserviert für arme Leute und. Und du darfst 90% behalten. 90%. Das ist die große Gottes. Und wenn ich etwas höre, du musst den Zehnten geben, sage ich, nein, du darfst 90% behalten. Das ist eine ganz andere Optik und die richtige, die christliche Optik. Wir sind verwöhnt, enorm. Paulus sagt, seid dankbar bei allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Jesus Christus. Thessaloniker. In Thessaloniker hat Paulus auch noch etwas anderes geschrieben. Das gefällt mir. Als ich das erkannte, ich war so glücklich, oder? Da steht, ich sage es jetzt ein bisschen landläufig, oder? Nicht so, wie es in der Bibel genau steht. Aber dort steht, Sie müssen das auf der Zunge zergehen lassen. Dort steht, wenn Gott eine Dummheit hätte, hat er ja nicht, hätte, wäre diese Dummheit tausende Mal gescheiter als der gescheiteste Mensch. Das ist das sich vorstellen. Der ist riesig und wir, da höre ich jeweils von Christen, ich habe mit Gott geschumpfen. Sage ich jeweils, was fällt dir ein? Der Ton sagt auch nicht zum Töpfer, spinnst du, oder? Also meiner Meinung nach geht das gar nicht. Das geht nicht. Das ist Gott.
Also, eben, darum der Wille Gottes, oder? Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Römer, Paulus. Und jetzt kommt es natürlich, Gott in schwierigen Zeiten, in schwierigen Umständen loben, das wird schwierig. Charlie Chaplin, wir kommen zu den Sorgen jetzt natürlich, wegen der Dankbarkeit. Charlie Chaplin erzählte dem Publikum mal einen Witz und alle haben gelacht. Er wiederholte den Witz und nur wenige Leute lachten. Er wiederholte den gleichen Witz nochmals und niemand hat mehr gelacht. Dann sagte er zum Publikum, wenn du nicht immer wieder über denselben Witz lachen kannst, warum weinst du dann immer wieder über dieselben Sorgen? Der war nicht so dumm, der Mann, was er da gesagt hat. Wenn du nicht immer über den gleichen Witz lachst, warum machst du dann immer die gleichen Sorgen? Und manchmal wäre es doch viel, viel besser, manchmal sollte man sich lieber Nudeln statt Sorgen machen, oder? Das wäre vielleicht auch mal ein Thema. He? Und jetzt kommt es doch etwas ganz Wichtiges. Wir Menschen sind oft in einem Tunnel. Boah, dunkel und dann wird es immer schlimmer. Schaut mal, das Tunnel. Und jetzt sage ich euch etwas. Vorteile von diesem Tunnel. Erstens, was ist denn zuhinterst im Tunnel? Das Licht Christi, oder? Ihr seid da im Lebenstunnel und Steine fallen herunter und so. Und dann habe ich mal einen alten Pfarrer gefragt, du, warum müssen wir zwischendurch im Leben durch Tunnels, durch dunkle Tunnels? Und da hat er gesagt, ja, aber du siehst das Christi Licht hinten. Ja schon, aber dann hat er gesagt, gut, Ansgar, das Tunnel Gotthard, was ist die Alternative? Du musst über den Berg. Schneit, stürmt, Steinschlag, gefährlich, so hinauf, so hinunter. Ja, da ist der Tunnel gerade angenehm, oder? Also, für die Tunnels, die wir haben, manchmal müssen wir dankbar sein, weil sie sind Abkürzungen, sie sind Erleichterungen in unserem Leben, weil sonst haben wir Eis und Schnee und so weiter, wenn wir über den Gotthard müssen. Macht ziemlich Sinn, was da er gesagt hat. Und jetzt die Lasten und Sorgen, eben dankbar sein. Jede Person hier weiß wohl, welche Lasten sie trägt. Einige sind neu, andere alt, das macht sie nicht leichter. Die Zeit heilt nicht alle Wunden, wie das immer gesagt wird. Und dass dann die Lasten leichter werden. Alte Wunden, die nie heilen können, das gibt es. Der Mensch ist Weltmeister im Verdrängen. Ich auch. Meine Frau ist Psychologin und sagt, du arbeitest dann noch einmal deine Jugend auf. Dann sage ich, habe ich nicht nötig. Aber wahrscheinlich hat sie recht. Oder? Frauen haben meistens recht, leider. Oh. aber das ist natürlich so. Und die Sehnsucht nach denen, die wir vor langer Zeit verloren haben, andere meinen, wir hätten das überwunden. Nein, wir haben das wahrscheinlich nur verdrängt, ganz gut verdrängt. Und jetzt kommt es natürlich, wir müssen, in der Bibel steht, das Joch tragen. Ja, Gebühr, jetzt auch noch nebst den Sorgen das Joch tragen. Ja, aber jetzt hört alles auf, oder? Mein Joch nennt er Jesus. Das Joch also, unter dem er seine Lasten tragen gelernt hat, seine Last von Jesus, die 1000-mal schwerer ist als unsere Last, weil es eben unser aller Last ist, die er trägt. Jesu trug unseres Last der Sünde und uns, heißt es im Galaterjahr, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Habt ihr gemerkt, was da steht? Wir müssen des anderen Last tragen, dann werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Boah, okay. Gehen wir mal dran morgen. He? Dann natürlich das Mittragen von Lasten. Des anderen Lasten auch noch tragen. Ja, Galater hat eine Fortsetzung und das ist der eigentliche Zuspruch. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.
In der Welt heisst doch, jeder muss sein Bürdeli tragen. Haben wir auch schon Bürdeli gemacht? Ich schon. Viele. Das macht man, glaube ich, heute nicht mehr. Ich habe ihn nie mehr gesehen. Jeder soll selber, aber das ist die Welt. Gesetz von Christi sagt, dass wir einander tragen können dürfen und dadurch stärker sind. Christus hat nie im Befehlsturm vorgetragen oder angeordnet. Er hat es selbst vorgelebt. Das ist seine Art und Weise, Gesetze zu erteilen. Er lebt vor. Und er trägt als Erster und er trägt als Erster der anderen Last. Und jetzt kommt es doch, das Joch von Christus, ein Joch ist ja selber eine Last. Und dann also zu der Last, die du trägst, kommt jetzt noch die Last des Joches hinzu. Und das soll leichter sein. Boah. Aber unter ein solches Joch will Jesus uns Menschen stellen, damit unsere Last nicht zu schwer wird. Denn das Joch von Christus heißt, lernet von mir, seht, wie ich dieses Joch trage und tragt es ebenso. Matthäus 11. Und dann Matthäus 11 weiter, lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und vom Herzen demütig. Das ist doch das Joch, oder? Hier. Und das ist es. Ein Joch ist eben keine Belastung. Ein Joch ist eine Erleichterung. Diese Frau könnte niemals diese großen Töpfe tragen. Mit dem Joch geht's. Diese Ochsen könnten niemals pflügen. Einfach so. Aber mit dem Joch, das sie zusammenhält, können sie das. Das Joch, und da wird viel falsch gepredigt, ist keine Belastung, sondern eine Erleichterung. Und Jesus hat das auch so gesagt, und es steht in der Bibel, ist eine Erleichterung, obwohl es eine zusätzliche Last ist. Da sehen wir, oder? Jesus und unsere Lasten. Jesus verspricht nicht, dass uns diese Lasten erspart bleiben. Er bietet nicht an, dass wir sie ablegen und ohne sie weiterleben können. Er verspricht auch nicht, dass er alles für uns löst. Er tut etwas anderes. Ich will euch erquicken, sagt er. Was meint er damit? Jesus sagt, die Lasten sind nicht erspart, aber ihr bekommt die Kraft. Ihr werdet Ruhe finden. Unter dem Joch sein, das bedeutet in der Welt Negatives. Aber das Joch ist ein Hilfsmittel. Das Schulterjoch verteilt das Gewicht. Man kann mehr mit einem Joch ertragen. Und wenn wir uns mit Jesus unter das Joch stellen, trägt er mittels Joch auch unsere Lasten. Darum wird es leichter. Jesus, mit ihm sind wir ja unter einem Joch. Er trägt mit. Und deshalb können wir auch für das Joch Danke sagen, für die Sorgen Danke sagen. Es gab einen großen Theologen, Kierkegaard, Søren Kierkegaard, und der sagte etwas ganz Wichtiges. Das Leben muss vorwärts gesehen werden, aber nur rückwärts kann es verstanden werden. Ist doch so, oder? Ist doch so. Vieles begreifen wir gar nicht. Warum sollte ich als kleiner Bub begreifen, warum meine Mutter gestorben ist? Warum sollte ich das und das begreifen? Warum sollte ich begreifen, dass ich das und das so negativ erlebt habe? Im Nachhinein macht vieles Sinn. Sehr großer Sinn. Rückwärts kann es verstanden werden. Und wofür sollen wir am meisten danken? Ihr wisst was, für das. Das ist doch fantastisch. He? Wir sind auf dem Kreuz. Rundherum steht, tobt, alles geht unter. Im Moment ist es ja so, wenn ihr auf die ganze Sache schaut. Da gehen Kriege, Flüchtlingsströme, Armut, alles drunter und drüber. Und wir haben die Gnade. Wir stehen auf dem Kreuz im Sturm und es passiert uns nichts. Wir müssen das nur glauben und annehmen. Das finde ich ein super Foto. Super Foto. Es tobt. Und da kannst du sogar, der betet sogar zuerst stehen an der Klippe. Normalerweise würde er im hohen Bogen da, verfliegen. Nein, nicht auf dem Kreuz. Nicht auf dem Kreuz. Okay,
Kommen wir zur Zusammenfassung. Dankbarkeit ist Balsam für unsere Seelen. Bibel, Dank ist die Opfergabe, an der ich Freude habe. Gott sagte es im Psalm 50. Undankbarkeit, das hat negative Folgen. Nichts ist positiv. Man wird immer unzufrieden, man wird eben undankbar, man muss am Schluss zum Psychiater, oder? Spirale des Selbstmitleids. So geht es. Es ist doch so im Leben, meine Lieben. Die Undankbarkeit muss man Gott abgeben. Im Psalm 62,9 schüttet euer Herz vor Gott aus. Gott räumt auf. Dankbarkeit üben, auch in schwierigen Situationen, in Sorgen. Dankbarkeit ist, das ist ein schöner Satz, Dankbarkeit ist ein Wächter am Tor deiner Seele gegen die Kräfte der Zerstörung. Das müsst ihr mal auf der Zunge zergehen lassen, diesen Satz. Das ist gut. Dankbarkeit ist der Wächter der Seele gegen deine Zerstörung. Wenn du eben zufriedener bist. Und es ist doch so, nicht die Glücklichen sind dankbar. Es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Und jetzt kommt eine berühmte Geschichte, viele kennen sie, aber ich möchte sie gleich wieder einmal bringen, das berühmte Glas Milch, weil sie ist wahr und sie ist beeindruckend, wenn Sie sie nie gehört haben. Der kleine Howard verdiente seinen Lebensunterhalt er war sehr arm, seine Mutter musste für ihn aufkommen und die Kinder und er musste arbeiten und dann hat er 10 Cent verdient. Er hatte Hunger und ging zur nächsten Tür und dachte, ich will etwas kaufen aus den 10 Cent. Er ging zur nächsten Tür, öffnete und eine wunderschöne Frau öffnete die Türe. Er war so perplex, dass er nicht mehr nach Essen fragte, sondern sagte, kann ich ein Glas Wasser haben? Die Frau merkte, dass er hungrig war und hat ihm ein Riesenglas Milch gebracht. Und dann hat er das getrunken, sehr langsam. Und dann meinte er zur Frau, wie viel schulde ich Ihnen? Sie antwortete, du schuldest mir gar nichts. Meine Mutter hat mir beigebracht, niemals Geld für einen Gefallen zu verlangen. Soweit der kleine Bube. So, Dr. Howard Kelly. Merkt, was da passiert ist. Später wurde diese Frau sehr krank. Die Ärzte im Dorf waren überfordert und schickten sie in die Großstadt. Dr. Howard Kelly wurde zur Besprechung gerufen. Als er hörte, aus welchem Ort die Frau war, leuchteten seine Augen. Er ging ins Zimmer und erkannte sie. Er gab sein Bestes, um ihr Leben zu retten, und nach langem, anstrengenden Kampf war dieser gewonnen. Er hatte das Leben der Frau gehoben. Ihr könnt nachlesen, das ist Dr. Howard Kelly. Er war der Gynäkolog erster Stunde. Er hat 8 Dr. HC bekommen. Er war am Hopkins, das ist ein Spital mit 40.000 Leuten, Angestellten, war er der wichtigste Mann. Er war extrem erfolgreich. Er war ein bisschen speziell. Er war extrem christlich unterwegs. Und zwar mit dem, die Zeitungen machten, fielen über ihn her, weil er hat das wirklich, der Auftrag, ernst genommen. Er war natürlich Professor und sehr berühmt. Aber am Morgen vor der Arbeit ging er jeweils und schloss Casinos oder räumte ganze Bordelle aus. Und die Frauen, die dann wollten, kamen zu ihm nach Hause. Er hatte selber 9 Kinder, konnte bei ihm wohnen, oder? Aber er war also ein Mann ziemlich aktiv. Und vor jeder Operation hat er alle versammelt, das ganze Team, und hat gesagt, wir beten, macht ihr das auch? Schau meine Tochter an, als Ärztin, betet ihr auch noch vor der Operation? Nicht wirklich. Also, der hat gesagt, jetzt wird gebetet. Jetzt wird gebetet. Das war ein Mann der Tat. Er wurde für damalige Zeit sehr, sehr alt, ihr seht das. Er wurde 85 und seine Frau war 81.
Und die waren so harmonisch. Er ist gestorben und 3 Stunden später starb seine Frau. Als sie hörten, mein Mann ist gestorben, hat sie gesagt, dann ist meine Zeit auch erfüllt. Und sie starb. Ihr könnt nachlesen, Dr. Howard Kelly. Und was ist dann die Schluss der Story? Die Rechnung. Ihr wisst, dazu mal, auch heute gibt es keine obligatorische Versicherung in den USA für Krankheiten. Das ist ein eigenes System, könnte das. Aber als die Frau entlassen werden sollte, bat Dr. Kelly, die Krankenschwester, bringen Sie mir die Rechnung. Er machte den Umschlag auf, schrieb etwas oben hin und gab es der Schwester zurück. Die Frau hatte Angst, den Umschlag zu öffnen, denn sie wusste, ich werde ein Leben lang für diese Rechnung bezahlen müssen. Wochenlang im Spital. Sie machte das Kuvert auf und dann sah sie am Rand eine kleine Notiz. Dort stand, vollständig abbezahlt mit einem Glas Milch. Sie begann zu weinen und sagte, danke Gott, dass deine Liebe durch die Herzen der Menschen strahlt. Nach irgendwie 30 Jahren hat sie Dankbarkeit erlebt. Eine eindrückliche Geschichte, die ist passiert. Könnt Sie nachlesen. Und die Mutter hat alles gemacht für dieses Kind und er konnte trotz der großen Armut ein berühmter Arzt werden. Mit welchen Menschen sind wir lieber zusammen? Mit den Dankbaren oder mit den Undankbaren? Viel, hä? Mit welchen bist du lieber zusammen? Ich weiß mit welchen. Ich bin mit den Undankbaren zusammen. Auf Habis, oder? Nein. Und denk daran, wir enden alle gleich. Schaut, das ist der Anfang, oder? Und so enden wir. Und die Zeit dazwischen sollten wir nutzen. Für Gottes Reich. Es gibt immer, absolut immer etwas dankbar zu sein. Findet es heute heraus und in den nächsten Tagen. Dankbarkeit gegenüber dem Partner, Kindern, Freunden, dem Pastor, dem Präsidenten, gegenüber dir. Sind dankbar. Gott dankbar. Wir sind nicht ein Zufallsgeschöpf. Danke. Amen.